Goedemorgen. Ik begrüße jullie im Namen Jesus. Ik heb hier een interessante thema gewählt van deze morgens. Dat is een vrouw. De vrouw is, hoe zullen we ons ondereinander verhouden? Ik weet niet, als je allemaal hand, want je in de Bibel gelezen hebt, wofür je dat gemaakt hebt, wat de Bibel reden dat van ondereinander. Oder einer den anderen. Op veel steden, op veel Mal sagt dat, wo wir uns untereinander sollen verhouden, einer für den Nächsten. Wir sollen einer für den Nächsten beten, wir sollen den Nächsten helfen. Wir sollen verschiedene Dinge, wo davon reden dat. Wir sollen uns demütigen miteinander, je in den anderen. Und verschiedene Dinge sind das dort, wo das geschrieben wird. Und auch, wir sollen Leib haben, einer für den anderen. Wir sollen uns untereinander leben. Und als ich dann ein bisschen durchsehen leid, wofür Mal von das geschrieben ist, ich habe nicht alle durchgeteilt, aber auf einer Stelle sehe ich, dass wir wenigstens 100 Mal in das Neue Testament, wo das von reden wird, von unseren anderen oder einer den anderen. So, das ist hoch gesagt, dass wir kicken dann, was soll ich sagen, was soll wir tun, einer zu den anderen, was soll wir uns untereinander tun? Und das ist neidig, dass wir das kicken und beobachten, weil es von der Wort in der Schrift so pinklich, so viel beschrieben ist, dann ist der Ursache, dass nur zu sein Wort ist das wirklich, was wir zu tun haben. So, das ist, wo ich die Frau stellen, wo sollen wir uns untereinander verhalten? Und ich glaube, das meiste von das ist vielleicht geschrieben, von wo wir leben sollen, von Leib. Und das ist, was ich will von reden. Das wird viel mehr Zeit brauchen, als wir haben einmal jetzt über all diese Dinge zu gehen, von wo das reden wird, von untereinander, auf wie verschiedene Wege und so weiter. So, ich habe mir ein paar Punkte gewählt, wo ich von reden will, von wo wir uns untereinander sollen verhalten, was wir sollen tun. So, und ich will anfangen mit Leib. Wir wollen sehen, nur ganz in Wut nur, wo wichtig Leib ist. Leib ist ein sehr bekannter Thema, wo wir sehr viel von hier und da, aber ich glaube, das ist sehr nötig, dass wir das oftmals uns wiederholen und uns denken helfen, wo zu leben. Und einer Satz kann mein Chef gelehrt, nur Jesus in früher haben, wo ist das ganz geradste Gebot? Wo ist das ganz geradste Gebot? Oder würde ich sagen, was ist das Wichtigste, was ist das Nötigste zu tun? Von den Geboten, was Jesus hat. Und er hat viel Geboten, was er hat. In Matthäus 22, Vers 37, nur ein paar Versen, was ich lesen will, er sagt was er gefragt wird, wo das letzte Gebot wird, sagt er du sollst den Herrn, den Gott, mit den ganzen Hort gut sein, und mit deiner ganzen Seele, und mit all deinen Gedanken. Das ist das Letzte. Das ist das letzte Gebot, sagt er. So, das ist sozusagen, das wird das Nötigste, das ist das Wichtigste, dass wir uns untereinander sollen gut sein, dass wir uns leben sollen untereinander. Er sagt, das ist das Letzte und das erste Gebot. Deswegen bilde ich mir, ich dachte, ich würde von Leben anfangen zu reden. Das heißt, das wird das Letzte und das erste Gebot. Und dann sagt er in Vers 39, das zweite Gebot ist mit dem Glück. So heißt es, deshalb sind Glück wichtig, Glück nötig, dass wir Gott leben mit alles, was wir im Wert sind, aber auch, dass wir unseren Nächsten leben sollen. Das heißt, das zweite Gebot ist mit dem Glück, du sollst die Nuber größer gut sein als die selbst. So die Nuber, wer ist die Nuber? Die Nuber ist die Nächste. Das ist, wer immer die Top ist, das ist die Nächste, und das, wo wir uns untereinander sollen leben. Das ist sehr wichtig, als Gott leben, wenn wir uns untereinander auch Leben bewiesen tun. Und er sagt dann, wir sollen den Nuber sehr gut sein, sehr viel Leben bewiesen als uns selbst. Das ist so viel, als wir uns leben tun. Und so das ist, was das ist, uns untereinander Leben zu bewiesen. Und Jesus sagt auch in Johannes 13, Vers 34, sagt er, ich gebe ihnen ein neues Gebot, ihr sollt ihnen untereinander gut sein, gleich so als ich ihnen gut gewesen bin. So soll ihr untereinander leben. Oftmals, die wollen vielleicht morgen, ich brauche ihre Mal in der Stadt, das Wort gut sein, da brauche ich das Wort leben. Wir sollen uns untereinander, hier sagt der politische Bibel sagt oftmals, wir sollen untereinander gut sein,
Aber die meiste andere Übersetzungen sagen, wir sollen uns untereinander leben. So, für mich, das Wort leibhaft eine deepere Meinung. Wenn wir sagen, dass wir uns gut sein, für mich ist es nicht ganz so deep, das ist nicht ganz so eine große Leib, als wenn wir das Wort einfach brauchen und leben. Ich schon mal tüß, wenn wir uns nochmal jachten, dann, dass wir jünger werden, dann mögen Mama und Papa uns nochmal uns anfoten und uns einen Hug geben und sagen, die sieht ihn gut. So, das ist auch leben, aber das ist für mich, wir sollen uns gut sein. Und ich glaube hier, das wird auch gemeint sein, Leben, wenn wir auch sagen, das gut. So, für mich ist das ein bisschen mit der Abfall, das Wort wirklich, dass wir das Wort brauchen, leben, dass wir uns Leben beweisen, dann einer den anderen. Und auch wenn wir Leben haben, wenn wir uns untereinander leben, dann Leben beweisen, und dort wisst ich auch, das ist ein Zeichen, zu wem wir gehören, und wem jünger wir sind. Wenn wir dort dann, nu Gott sein Wort nu, Vers 34 sagt in Johannes 13, Vers 34, wenn die untereinander gut sind, war ich würde sagen, wenn wir uns untereinander leben, dann wird allemal sein, dass die meine Jünger sind. Und damit ist das zu sein, damit wisst dort, ob wir seine Jünger sind oder wem's Jünger wir sind, wenn wir Leib haben, einer für den Nächsten. Das ist bloß, wo Leib lädt. Willst der Welt allgemein, die nicht so dort angehen mit den Nächsten, mit Leib in allen Umständen, was immer das ist. Aber wenn wir mit Leib angehen, dann in allen Umständen, gleich in den Wort, zu wem, dann ist es zu sein, zu wem wir gehören, dann, dass wir Jesus seine Jünger sind. 1. Johannes 3, Vers 10 sagt, daran ist das zu sein, wohnt Gott seine Jünger sind und wohnt so tun seine Kinder sind. So dass sogar zu sein, wem's Kinder jeder sind. Erstlich sagt hier, dass wem's Jünger wir sind, dass wir Jesus seine Jünger wären. Aber hier sagt, dass daran ist das zu sein, wohnt Gott seine Kinder sind und wohnt den so tun seine Kinder sind. Er sagt, wer nicht dort reichte das und nicht sein Bruder Gott ist nicht von Gott. So, das ist von Gott. Wenn wir live wiesen dann, wenn wir live üben dann ist das zu sein, entweder wir sind Gott seine Kinder oder den Feind seine Kinder. Den Feind seine Kinder, der leben gleich aus Gott seine Kinder. So, das ist ein Unterschied zu sein. Zu wem wir gehören dann, wem's Kinder wir sind, zu welcher Familie wir gehören dann, zu den Feind seine oder zu Gott seine. Ich dachte, das wird wirklich wichtig, dort ein bisschen zu betrachten, zu beobachten, dass dort wirklich nötig ist zu leben, dass die Menschen können sagen, wem's Kinder sind das wirklich, gehören die zu Gott seine Familie oder nicht. Und oftmals, wenn wir von Leib reden oder wiesen, was der Schrift sagt, das von Leib, da wird oftmals 1. Korinther, das hier in Kapitel gebracht. Und wenn wir das lesen, dann kann wir klar sein, woran das Kapitel so nötig ist und das klar wiesen, was Leib wirklich ist. Und das meiste von das Kapitel redet davon. Aber ich will nicht das ganze Kapitel überlesen, ich will Wortforschen, was ich will überlesen, kann uns bloß wiesen, nicht, dass jeder nicht allein gesehen oder gehört haben, aber bloß uns wiederholt denken helfen, was Leib wirklich das. So, ich will 1. Korinther 13. Kapitel von Vers 4 bis vielleicht mit Vers 7, wo ich mitbrücken. Und hier sagt er, Leib ist geduldig, Vers 4. Er sagt, Leib ist geduldig, Leib ist freundlich, Leib wird nicht ewig, Leib ist nicht eigenköpfig und pucht sich nicht. Wenn ich diese Versen ein bisschen betrachten für mich selbst, dann muss ich mir einmal selbst fragen, liegen mir nur diese Dinge hier, was diese Versen hier abreden hat? Ich glaube, einmal das geht recht. Da muss ich mit mir selbst ganz gut arbeiten. Mit Geduld und freundlich sein und nicht ewig sein und eigenköpfig und so weiter als dort. Ich glaube, das soll wir uns selbst alle der Frau stellen. Liegen dich nicht mir, liegen diese Versen nicht mir, wo ich das habe. Und in Vers 4 sagt, Leib ist nicht eingeschickt, ist nicht nur sich, nicht selfish. Sie lässt sich nicht verbessern und ist nicht notdrückend. Und in Vers 6 sagt, Leib freut sich nicht nur dort, was recht ist. Sie freut sich über dort, was wahr ist. Dort ist für Leib arbeiten das. So hier kann man auch sein, hier ist es zu sein, zu wem's Familie wir hier und wenn wir uns freuen, zu den Dingen, was da recht ist, das ist nicht von Gott. So stammt nicht von Gott.
Dat is wat den Feind zijn Arbeit is, zijn verlangen is, te doen wat er erg is, en mensen te verleiden door dat wat er erg is ook. So hier is het ook te zijn wat God wil gaan, en wat God wil gaan en wat de Feind wil gaan, wat er van een grote onderscheid is. En in vers 7 zegt dat Liebe verdraagt alles. Hier ook, dit is een slag wo eine oftmals auch kann, dass einige Menschen, die vertrauen nicht sehr leicht wird, die sind ein bisschen empfindlich, die vertrauen nicht sehr, die vertrauen dort nicht sehr leicht. Hier sagt Liebe, aber Liebe der dort, Liebe verdragt alles. Sie läuft alles und sie hupt alles, geduldig trägt sie alles, trägt sie alles. So ich glaube, Vertrauen sein, das ist gut, dass wir Dinge vertrauen von den Nächsten. En dat vers 2 sagt er ook, seid bescheiden, freundlich und geduldig. Seid uns so gut, dass ihr untereinander vertrauen. Hier braucht das Wort, dass wir uns untereinander vertrauen können. So ich sehe, oftmals habe ich hier Trouble mit, wir können uns untereinander so reich vertrauen. Und ich glaube, das wird alle Wehen kann sein, das wird bei der Arbeit kann sein, oder bei der Kirche, oder Tüß am Heim. Da können wir uns selbst die Frage stellen, vertrauen wir uns einer den anderen? Oder sind wir zu empfindlich? Wenn wir was sagen, das können wir nicht vertrauen, dann war wir schlimm. Wo er sagt, wir sollen so eine große Liebe haben, seid uns so gut, dass ihr untereinander vertrauen kann. Nicht, dass er hastig einer dann schlimm werden wird, wenn er was sagen wird, was er vielleicht nicht ganz so ist, als die Nächsten gefallen wird, dass wir dann schlimm werden und dass wir das nicht vertrauen können. Und Vers 8 sagt 1. Korinther 13, Vers 8, Gott sein hat kein Eng. Also Liebe hat kein Eng. Gott sein hat kein Eng. Der Gove prophetisch zu reden, wird abhören, dort reden in Tungen wird abhören, in besondere Erkenntnis kriegen, wird abhören. So das sind Dinge, die wollen alle abhören. Über Gott sein hat kein Eng. Dort Leben soll immer beim Leben bleiben. Paulus schreibt auch in Römer, das 13. Kapitel, Vers 7, er sagt, redet er auch von Leben, von anderen alles aufzuholen, was wir jemand schuldig sind und so weiter. Die Römer 13, Vers 7 in Vers 8 sagt, tut allem, was die an schuldig sind. Tags den Tagsschulden, Zahl den Zahlschulden, Ferch, wem Ferchten zu ferchten ist, in ihr der trafft. Und dann hier in Vers 8 sagt er, sie keinem irgendwas schuldig. Wenn wir uns eins für Schuld angegangen haben, wie eins wem, weil wir immer das ist und was immer das für eine Schuld ist, das soll wir betonen, das soll wir schuldig zu betonen. Das sagt, sie keinem irgendwas schuldig. Bitte. Kriegt jemand hier wieder, sagt er, bitte. Ich sage, wir sollen keinem was schuldig bleiben, bitte. Und dort, wo Gott je den Nächsten sind, uns untereinander zu leben. Dort haben wir nicht aufzuholen. So eine Schuld ist dort, wir sind immer den Nächsten schuldig Leib zu beweisen. Dort habe ich einmal aufzuholen. Sag, weil es für seine Nächsten Gott ist, haft getan, was das Gesetz verlangt. Das ist nur das Gesetz, nur, dass wir uns untereinander leben und dass wir beim Leben bleiben. Das habe ich einmal, wie kann ich einmal sagen, nu habe ich die genug gelebt, die brauche ich nicht wieder. Die brauche ich nicht mehr leben. No, das bleibt immer dabei, den Nächsten zu leben. In Johannes 13, Vers 34 sagt Jesus, wir sollen uns untereinander gut sein, krieg so als ich gut gewahr sein. So, wo Gott wird Jesus uns? Wenn er sagt, recht jünt in mir, so Gott ist ich jünt gewahr sein, so soll die den Nächsten auch gut sein. Und wir haben viele Beispiele in der Bibel von wo Gott Jesus den Menschen wir. Er erbarmt sich über die Menschen, am Jammert oftmals über die Menschen, wenn die eins verteidigen mussten, und was immer das wird, verschiedene Dinge, was er begegnet von den Menschen, am Jammert über die, und er hilft die auf verschiedene Wege. Immer wird er bei uns Leben zu beweisen und zu helfen. So, wir können verschiedene Beispiele, wo wir uns segnen und fingen im Schrift, wo wir uns können anrechnen, dass wir uns auch das dort leben, den untereinander, als er uns gelebt hat. In der Leben, die wies auch nur der Familie, nur am Morgen früh, besonders nur am Morgen, sehr bekannt Port von was wir oftmals hier in Down, in Epheser 5, Vers 25, hier redet der Mann, wo der Mann der frühe sollen leben. Ich glaube, dass man kriegt sogar zu der frühe der Mann, aber hier,
mag das bloß einmal hier, wie ist das direkt nach der Mana, wo der früheste Leben haben. So Mana, wir haben hoch Ursache an der früheste Leben. Das ist neidig, dass wir unser frühes Leben tun. Nur Gott sein Wort nur. Check mal. Epheser 4, Vers 24 sagt, Mana, sieht ihr frühes Jod so gut, als Christus in die Gemeinde gut wir, und sich selbst für eure Hand gegeben hat. Er gibt sich selbst Hand für die Gemeinde. Jesus gibt sein Leben für die Gemeinde. Das ist Leib. Sich ganz willen seine Hand zu geben, zu unser Frühes, das ist wie, das Jesus für die Gemeinde hat. Er sagt, das ist, was wir sollen brücken, als ein Beispiel. Wo viel hat er ans Leib? Wo soll er Leib hat die Gemeinde? Er gibt sein Leben Hand für die Gemeinde. Und so soll wir unser Frühes leben. Johannes 15, Vers 12 sagt, das ist mein Gebot, dass die Jünd unjarenaunda, aber es hat Wort gebraucht, unjarenaunda, so gut sein, als ich Jünd gut sie. Ich sehe so gut, als ich Jünd gewahr sie, dass wir in der Vergangenheit, er hat sein Leben handgegeben, aber nur hier, in dieser Fall sagt er, je soll nicht unjarenaunda so gut sein, als ich Jünd sie. Das ist neu, das ist nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft, das ist gerade neu. Er ist uns nach oben gut, er läuft uns nach immer. Und so soll wirklich im Leben bleiben. In Johannes 15, Vers 13 sagt er, keiner gibt mehr Raum am den Nächsten als das, dass er sein Leben für seinen Freund gibt. Nicht jeder Leben ist der keiner, wenn er wirklich sein Leben handgibt für seinen Freund. Und dann in Vers 14 sagt er, je sind meine Freunde. Er nennt die Kirche, die Gemeinde, seine Freunde. Je sind meine Freunde, wenn je tun, was ich ihnen sage. So, wenn wir in seinen Willen sind, dann sagt er, dann sei ich meine Freund. Er nennt uns Freund. Und das ist gut, ein Freund zu sein zu jemandem. Zu allem, wie untereinander auch, dass jetzt scheint, dass, wenn einer weiß, dass dieser oder jener, das ist wirklich mein Freund. Ein Freund haben ist sehr viel wert, der soll wir sehr hoch schätzen. Und Jesus sagt, ihr seid meine Freund. Und er sagt in Vers 15, Johannes 15, sagt er, ich nenne nicht mehr deiner, willst in deiner weit nicht, was in Haar tät. Ich habe jünd Freund genannt, willst ich jünd alles gesagt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. So er hält nicht drei von seinen Freunden. Er sieht dann alles, er hält nicht in die Geheimen. Freunde vertalen sich oftmals allerhand, was sie nicht eins den anderen würden vertalen. Wenn du einen sehr guten Freund hast, dann vertalst den Freund allerhand Dinge, was du nicht willst, eins wem vertalen, was nicht dein Freund ist, was er nicht kann, das oder was immer. Aber Freund, ja, dann hältst du dir gleich drei, dann vertalst du allerhand, die unterhalten von verschiedenen Dingen. Das was Freunde tun. Und das, was Jesus hier gesagt hat, er sagt, ich teile dir nicht mehr, dass die meine Arbeiter sind, dass die meine Deiner sind, aber dass die meine Freunde sind. Deswegen verteile ich ihnen alles. Er verteilt alles, was von Unterhaltung mit seinem Vater hat. Und das ist, was Leib tät. Das ist, was Leib arbeiten tät. Danach einer zu lernen, er gibt nicht bloß sein Leben für seine Freunde, aber für die ganze Welt. Für die ganze Welt. Nur, das ist eine Frage, was wir sehr gut kennen, und hoffentlich jeder kennt auswendig. Sagt, dass Gott hat die Welt so lieb, dass er seinen eingeborenen Sohn gibt, dass all die, die an ihm leben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sei hat er die Welt geliebt. Und hier wisst ihr, sagt, die ganze Welt, nicht bloß Freunde, die wird einmal gehören, aber dass die können, zu ihm gehören. So viel Liebe hat er für die Welt. Und das ist Leben, und das ist, woran wir auch uns untereinander leben. Deswegen sagt er in Johannes 13, Vers 34, ich gebe ihnen ein neues Gebot, die sollen ihnen untereinander gut sein, untereinander leben. Kriegst du aus ich Jünd gut gewassen, so soll die Jünd untereinander leben. Das ist, woran es so nötig ist, zu leben und zu untereinander leben. Und weißt du, was Leben noch tät? Ich dachte immer, was das Leben noch alles? Leben ist wollen, sich zu demütigen, sich zu humblen. Gott hat ein Verlangen, dass Menschen sich humbling tun.
En so dat is voor leef dat leef als wel ons zich ganz te duimutjen. Kijk als Jezus deed. Als Jezus de laatste maaltijd met zijn jongen had, weiß hij, wo duimütig hij zich meer aan. Hij maakt zich ganz klein, dat zijn deiner, en dat zich duimutjen in zijn jongen de feit waschen. Hij tragt zich een schaaldoek aan, nam zich in een bed voet aan en ging heram, dat een dem anderen de feit waschen. Weet je, ich habe in Jerusalem, zu der Zeit, da wird eine Stoffe weh, wenn Menschen irgendwo hinwandern, da werden allgemein zu Faut, dann waren ihre Feit sehr schwierig, so die mussten dann reingewaschen. Und das wird ein sehr däumlicher Dienst, so was der Herr ist zu tun. Und das ist, was Jesus will uns zu tun, den Nächsten der Feit waschen. So ich sage, in Feit waschen, das wird ein sehr geringer Dienst. Oftmals zu der Zeit hatten Menschen Sklaven, und dann das, was eine Sklave seine Arbeit wir. Wenn sie Jas kriegen, dann muss der bei der Reitsturm und dann kann Wutter dann Jas ist der Feit waschen. Das ist nicht Salz, aber das muss der Sklave tun. Weil das wird ein geringer Dienst, das wird, was ein Sklave dort angestellt wird, zu tun. Aber Jesus sagt, er wird wissen, wo er sich demütigen wird. Er wird die Ernte Feit waschen. Und er deed auch. Er ging ram ein dem anderen und wasch Ernte Feit. Das ist, um zu wissen, dass wir uns auch so demütigen. Und dann sagt er in Johannes 13, Vers 14, und wenn ich jün Haar und Leder jün de Feit gewaschen habe, dann soll jün untereinander de Feit waschen. Wir sollen auch wollen sein, uns so wie zu demütigen, so wie drauf zu loten, dass wir wollen sein, den Nächsten, so ein geringer Dienst ist das zu tun. De Feit waschen. Ich weiß nicht, was eins, was man wirklich mal geäuft hat, aber ich weiß nicht, was das wirklich meint, dass wir sollen wie uns einer den anderen der Feit waschen. Aber ich glaube, was das hier sein, das ist, dass wir sollen wollen sein, uns zu demütigen, und dann, was das ist, wollen sein, den Nächsten so ein Wort zu tun. Sonst ist das ein geringer Denk. Und Petrus wisst das auch, was von geringer Wort das wir, und er sagt in Vers 8, wenn wir trägen in Johannes 13, Vers 8, als das ich bei Arm wird, das heißt, dass der Jünger der Feit gewaschen hat, als das ich bei Petrus komme, dann sagt Petrus zu Arm, du sollst mir niemals der Feit waschen. Du willst heute sein Arm nicht am der Feit waschen, willst du wir empfehlen, zu gering, dass Jesus am der Feit waschen. Er sagt, du sollst mir niemals der Feit waschen. Sondern heute eine Frau von uns, was haben wir? Wo wollen uns für wir sein, so ein geringes Wort zu tun, was der allgemein für einen Sklaven abgegeben zu tun. Einmal merken wir uns so hochmütig, wir sagen, oh no, das oder Jan, das ist nicht für mich, das ist für Jan zu tun. Ich bin viel zu hoch angestellt hier oder da, ich soll nicht so ein geringes Denken dort tun. Ich glaube, dann soll uns halt schon ihr Segen sein, da wie so aus Jesus, als das Leib bewiesen, einer zu den anderen, das Jesus wiesen wird. Wenn er will uns wird, wenn er uns Haar ein Lehrer ist, will uns weiter waschen, dass wir das wollen tun. Und das ist so wie, dass ich will reden von Leib, und dann will ich nach ganz kurz ein bisschen reden von wo wir unsere Nächsten sollen Motto sprechen, auch untereinander. Uns Motto sprechen. Oftmals fehlt uns an Mot. Hebräer 3, Vers 13 sagt es dit, redet ihr untereinander alle Tag Motto, solange es dort noch von der Heit, dort sich von den keiner durch die unschmerende Sinn hart merken lässt. So jeden Tag soll wir sein, wo wir nicht gelernt haben, eine gewisse Person Mut zu geben, Mut zu sprechen. Und uns selbst, wie wir vielleicht können sagen, uns fehlt oftmals Mut. Vielleicht, als unser Mut uns mal vergehen, dann fehlt uns Mut. Uns das Geld, wenn der besieht einkommt und fährt am Schule und sagt, gibt uns wird, was ein Mut zu sprechen tun. Vielleicht hast du wer eine gewisse Umstand, wo der Nengeroden ist, wo der nicht wirklich rücken kann, oder sei, und der fehlt Mut. Und wir sein dort vielleicht. Diese Person fehlt Mut. Dann sollen wir dort wahrnehmen, in so einer Person Mut zu sprechen. 1. Thessalonicher 5 sagt der Apostel Paulus auch, er sagt, du merken untereinander Mut und büt untereinander ab. Mut merken und jünt abbühen untereinander. Bara untereinander. Einer den anderen. Ich brauche die und du brauchst mich. Und uns fehlt das an Mut. Und uns untereinander abbühen. Oder vielleicht habt ihr wer ein Los zu drehen. Vielleicht habt ihr eins ein Los zu drehen, was der Mess nicht gebracht hat, der kann Mess nicht tun, der kann nicht wieder gehen. Und anfällt wem, was der wird besieht, am Kommen, am Halten.
Das ist nicht gemeint, wenn eine gewisse Person eine Last drehen, das gemeint ist, der Last ist für einmal allein zu drehen. Das ist nicht, wo die Schrift das sein, wo Gott das gemeint hat. Er sagt in Galater 6, Vers 2, lese, wie es steht. Halt einer den anderen seine Last drehen. War einer den anderen. Halt einer den anderen seine Last drehen und dadurch tun, was Christus in Gesetz verlangt. Das ist Christus in Gesetz. Das ist, was er verlangt hat. Dass wir den nächsten Mut geben und helfen, seine Last zu drehen auch. Oder wenn die Söhne sind schwacher in verschiedenen Hinsichten, was immer das mag sein, wenn die schwacher sind, dann sagt er, dann sollen die, Römer 15, Vers 1 und Vers 2, sagt er, wie die durch stark sind, sollen der Schwache ihre Schwachheit drehen helfen. Und nicht ans selbst zum gefallen leben. Da habe ich einmal vielleicht Probleme mit, wir probieren bloß ans selbst zu gefallen zu leben. Weil er sagt, wir sollen nur der Schwache kicken. Und die, die stark sollen helfen, der Schwache ihre Schwachheit drehen. Vers 2 sagt, weil wir alle unsere Nächsten zum Gefallen leben. Alle unsere Nächsten zum Gefallen leben. Dort am dort zum Gauden und zum Abbühen deinen kann. Kann jemand die Nächsten abbühen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 14 sagt, Brüder, ihr seid die Brüder, die Christen, seht mutig und wisst der Trag, der unordentlich leben, und dann sagt er, treust der Mut verrutscht ist. Ich glaube, wo die plottische Bibel hier sagen, dass so der Mut verrutscht ist. Einmal ist unser Mut verrutscht. Und er sagt, treust der Mut verrutscht ist. Halt der Schwache und hab mit allen Geduld. Die Nächsten halten und Geduld haben mit allen. Das braucht Geduld oftmals mit verschiedenen Menschen. Und wir sollen uns an Geduld haben mit so einer. Gleich so gut, als Gott geduldig wird mit uns. Er hat Geduld mit uns, wie wir in unser Leben verzehrt, wie wir haben uns versündigt. Und er hat Geduld mit uns. Dass wir geholfen werden, dass er uns raten wird von unserer Sündenschuld. Wir sollen auch geduldig sein mit allen, sagt Gott. Noch ein anderen Beispiel, wo wir uns an ihren anderen merken, ist, wenn wir die Nächsten Gute tun. Verschiedene Dinge, was immer das mag sein. Das ich sagen, vielleicht bloß Frauen. Einmal braucht dort eine Frau, was für die nächsten Frauen. Wo kann ich die helfen? Wo kann ich die für Gott tun? Vers 15 in 1. Thessalonicher 4 sagt, seid du nur, dass keiner den anderen schlachtet, mit Schlachtet tretholen dat, streeft immer du nur, jün euren anderen Gute zu tun. Und dort auch an alle Menschen. Sondern was streben, das ist einer, was wir machen, proben zu tun. Das kommt nicht versalzt, so wir sollen streben nur. Strebt immer nur. Nicht bloß einmal hier oder da, aber immer sollen wir nur streben, jün unseren anderen Gott zu tun. Die nächsten proben, was haben wir den Gott zu tun? Und da sind so eine Menschen, die haben die Guf, die kann das sein, wenn der eins für Menschen ein bisschen bedrängt ist oder belogen ist oder eins, was kann das sein, du hast was von der Person, den fehlt Hilfe. Dann in den gehen und sagen, was kann ich tun für die? Wo kann ich die helfen? Dann darf denen eine Gelegenheit zu sein, was er durchgehen hat und so weiter, dann kann ich den helfen. Und als ich sage, die einzige Hand ist Guf, die kann das sein, die kann das hostig morgen, dass die wem Help fehlen hat. In 1. Korinther 12, Vers 4, Vers 7 sagt, da sind verschiedene Guven. So, da sind verschiedene Guven. Wir haben Guven gekriegt, da sind verschiedene. Das sind nicht alle rein, aber du hast ein Gast. So, uns sind verschiedene Guven gegeben. Wir haben verschiedene Guven zu tun, was wir können tun in das Gottes Werk, am Dienst und so weiter. In Vers 7 sagt gleich, worum die Guf gegeben ist. Einmal wundern wir vielleicht, was ist das, was ich soll tun mit meiner Guf? Worum habe ich die Guf? Oder worum hat Jana die Guf? Was soll ich mit der Guf tun? Vers 7 sagt, dass dort, was der Geist in jedem wirkt, so in jedem ein, als dort gegeben, dass das allem zum Nutzen dienen soll.
So der Gut, was wir gekriegt haben, das ist nicht bloß, dass wir uns zum Nutzen leben sollen, dass das für uns zum Guten sein soll. Das sagt nur, das soll für jeden, für allem, soll es zum Nutzen sein. Und Petrus sagt auch in 1. Petrus 4, Vers 10, sagt er, und jeder soll seine Gut, die er gekriegt hat, brücken den Nächsten zum Guten zu sein. So proben den Nächsten zum Guten zu sein. Das ist, was er wieder gut hat. Das ist so aus ein Verwalter, der mit Gott seine Genodensgaven treu angeht. So soll wir umgehen mit der Gaven, die Herr uns gegeben hat. Und die Gaven, die man gebraucht, wenn wir die nicht brauchen, dann einmal dann schlupen die sogar an oder die gehen dort. Paulus sagt, Timotheus kriegt so von seinen Gaven, die er gekriegt hat. Wir gehen durch diese Jahr in Jerusalem ans Bible Study in Jerusalem, durch 2. Timotheus. Und da sagt Paulus, der Timotheus, das steht in 2. Timotheus 1, Vers 6. Und das ist, worum ich die ermahne, die Gaven am Leben zu holen. Der Gott, die gibt, als ich die meine Hände ablehne. So heißt es, er soll die Gaven im Leben holen. Wir müssen unsere Gaven, die wir gekriegt haben, im Leben holen. Die Brücken, wo immer wir gelernt haben. Es war nicht, wenn wir die Kimmel brücken, dann der Schlaf sozusagen an. Auf einmal dann sagen wir vielleicht, ich habe keine Gaven. Aber wenn wir die Brücken nehmen, dann wacht er ab, dann lebt er ab, dann habe ich die Brücken in den nächsten dein. So, wir haben verschiedene Wege, wo wir die Nächsten halten können, wo wir andere halten können. Vielleicht weiß es von einer gewissen Person, die krank ist, oder vielleicht sehr krank ist, hat vielleicht schlechte Nachricht gekriegt von einem Doktor, dass er vielleicht eine gewisse Krankheit, dass er wird vielleicht bald sterben. Wir hielten nu kurz von einem guten Freund, was wir viel gekannt haben und was viel von ihnen auch kann tun, was ich weiß. Die kamen eine Satz bei uns in der Kirche hier, das ist Bill Dyke. Viel kann von dessen. Und der hat auf einmal die Nachricht gekriegt, dass er sehr krank ist, er hat Krebs. Und merkt, dass er Krebs hat, kriegt er noch einen Herzschlag, erstlich einmal. Und nu gestern war er nur Nachricht zu hören, dass er noch einen Herzschlag gekriegt und haben sie in ein Krankenhaus gebracht. Und der hat keine Hut nicht verdient. Ich hatte Gelegenheit, einen Text zu schicken und am Promotor zu sprechen, und er rechnet das sehr viel. Aber nu ist er da, wo ich weiß nicht, ob er sein Phone bei sich hat oder nicht, aber er kann keinen Besuch annehmen. Keiner hat die Gelegenheit, ihn zu besuchen. So einmal verschlübe dort ein bisschen zu lang, bis ich bei der Camp, wo wir nicht mal die Gelegenheit haben, eine Person zu helfen. Und hier in diesem Fall ist es so. Wir haben großen Verlangen, wir haben das geplant, wir wollen von der Hand den besuchen, aber nu hast du das herangenommen, nu wollen wir nicht die Gelegenheit haben. Ich weiß nicht, er wird nach Kern im Krankenhaus kommen oder nicht. Aber weißt du, dort haben wir uns. Wir haben Menschen, die krank sind, da fehlt an Verschiedenheit, da fehlt Mut, da fehlt einem am Entreißen. Und wenn wir die Gelegenheit wahrnehmen, dann haben wir Gott sein Wort bringen aus dem Trost. Gott sein Wort hat so viel Trost wird, was er geben wird. Besonders wenn Menschen krank sind oder schwer beladen sind und so wieder, Matthäus 11, Vers 28, dann haben wir so eine falsche Städtwiesen sein. Jesus sagt, kommt alle nur mir, die ihr euer schwere Lasten gehen und bedreckt sind und meid sind, und ich wo jünt Ruhe geben. Das ist ein Versprechen von Jesus selbst. Er sagt, ich wo jünt Ruhe geben. Dann haben wir das sagen, guck mal, hier ist ein Angebot für dich von Jesus selbst. Das ist ein Versprechen. Aber das braucht nicht schlecht. Das braucht eine Person, die dann mit nach Arm kommt. Der Anfang von dieser Vers sagt, kommt alle nach mir. Das braucht eine Arm kommen, am Halb zu kriegen. Und das meint vor allem für uns kriegst du gut. Das ist eine Versprechung von Jesus, wo er sagt, kommt. Ihr schmort wieder am kommen und am halb Frauen und er wird uns helfen. All die schwer beladen sind, bedreckt sind und meid sind. So haben wir viel Gelegenheiten, andere Menschen Gott sein Wort mitzuteilen. Wir können selbst mit Erfahrungen vielleicht auch Menschen trösten und Mut geben und Rot geben und so weiter. Aber das ganz Nötigste, das beste Rot ist, wenn wir Gott sein Wort mitteilen mit anderen. Wenn wir getröstet sind mit Gott sein Wort und haben sagen, das ist, wo ich getröstet geworden und ich will die auch trösten mit dem Wort.
Ik wil sluiten met de nächste paar Versen, wo das von reden dat. Uit 2. Korinther 1, Vers 3 en 4. Da sagt ich lobe Gott, den Vater von unserem Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater, der sich erbarmt, und ein Gott, der ein Gott, der ohne eng trösten dat. Er tröst uns in all unsere Troubles. So kann wir andere in ihren Trouble auch trösten. So hier sagt so kann wir auch andere in ihren Trouble trösten. Wir trösten an mit denselben Trost, den wir von Gott gekriegt haben. So, ihr Schwester, Freund, hier habe ich Gelegenheiten, sondern wir das geben. Wenn du was getrost worden mit Gott sein Wort, dann kann ich sagen, krieg mit das, was ich getrost worden, weil ich die auch trösten. So, wir haben, einmal sagen wir wissen nicht mehr, mit was soll wir diese Person trösten? Aber dann Gott sein Wort checken und sagen, was sagt Gott sein Wort? Und wo sind wir getröst worden in der Vergangenheit? Dann trägt Gott checken und dann sagen, krieg so aus, ich bin getröst worden, ich will die mit der Salbe wir trösten. So, mein Verlangen ist, dass wir dort wollen annehmen, was Gott sein Wort zu sagen hat. Das sind ein paar Dinge, 2 Punkte, von wo ich von reden, hauptsächlich von unjarenaunda, wo wir uns unjarenaunda oder einer den anderen sollen helfen. Und mitgehen mit den Nächsten. In der Trouble und so weiter. Da wir noch zum Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen zum Schluss und das Sonntag für die. Und wir danken dir, Herr, für dein Wort, was uns wiesen hat, was sozusagen eine Map ist für uns zu gehen, wo wir zu leben haben. Du hast viel in dein Wort zu sagen, von wo wir uns untereinander sollen tun, wo wir uns untereinander leben sollen und uns untereinander helfen sollen und wo wir uns trösten können, einer den anderen. Und da sind noch viel mehr Dinge, als wir von der Samaris gehört haben. Aber ich danke dir, Gott, dass wir das sein können, dein Wort, was dein Verlangen ist, wo wir uns verholen, dann einer mit den anderen. Dein Verlangen ist, dass wir uns helfen sollen und trösten sollen. Und dann, das meiste Leben ist, das Ratste von all dort ist, dass wir live bewiesen, dann einer mit den anderen. Willst live, dass all die Dinge, was der andere nicht mal tun. Aber willst du uns so viel live gehört hast, wir sollen die brücken aus dem Beispiel. Und wir wollen das auch, Gott. Help uns, nur die zu kicken und von die zu lernen, wo die wirklich gelebt hast, dass wir auch dort wollen tun, den Nächsten so zu leben, als die uns gelebt hast und dort noch das. Und du sagst auch, dass deine Leben hier Himmel nicht ab. Ich danke dir dafür, Gott, dass wir so ein Futter haben, als dort, wo die Himmel nicht abhören wird, uns zu leben. Und help uns auch zu lernen, dass wir auch immer streben, dass wir den Nächsten auch auf so ein Weise dort leben und helfen. Und was immer wir uns die Gelegenheit geben, das Menschen beizuführen und zu helfen. Ich danke dir noch einmal, Herr, für dein Wort, dass wir haben, dass wir können brücken, aus uns Lehrer, wo wir uns nur rechten. Dankeschön für dort. In dem Namen beten wir mit Danksagung. Amen.